Jasmin nog war noch een van Onse Jeschicht, uitgestudeerd en uitgemerkt van George Rampel en Winkler, Manitoba. Het handelt zich hier wieder van wo onze Mennoniten en Cuauhtémoc, wat dan San Antonio de los Arenales heet, angesiedelt zijn, daarop aangelegd hebben, de eerste kerk gebouwd hebben, en dan ook wo wat kleingemeente van Kansas ook zijn naar Mexico getrokken met onze Mennoniten top en door poort van ons geworden, vele van die, en ook van de Rusland-Mennoniten, wat zich bij de stad Irapuato en Guanajuato aansiedelden, dan nog hier over verleiden en atelier van die naar Cuauhtémoc trokken, zoals de David Radekap-familie. Nog hier hebben vele van ons und Radekap goed aangeleerd als een grote geschäftsman. Dit is de Brege Radio, zij hebben bij deze plaatje radiostation, ik zie Hein Rampel, en ik wens je een goede ontvang. Noch einmal eine frohe Weihnachten gewünscht. Dann vertellen wir unsere Geschichte Nummer 14. Ditmal vertellen wir wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern, ihrem Uitwandern uit Kanada und Einwandern und Ansiedeln in Mexiko. Am 13. Zug, der von Manitoba nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko kommt auch ältester Johann Friesen mit seiner Familie. Sie siedeln am Dorp Nienburg an, en dem Dorp wo de Pioniere al de eerste kerk van dem van Kanada mitgebrachten Buhalt abgebaut haben. Dit Zug kommt am 1. Dezember 1922 an. Die ersten Einwanderer haben al am 1. Sommer die all ihre Dreckigkeiten mit ihre eigenen Gebiete abbauen, Schulen an ihre Dörfer bauen, Weesland abbrechen, Getreide ansehen, en heimwerken zum Winter feiern hier. Ook nog de eerste grote kerk am Dorp Nienburg vorig gekregen. Kunnen we ons voorstellen hoe druk dat voor deze eerste Einwandererfamilies geweest zijn en ihrem eersten Sommer in Mexico. Het eerste en einzige heldene kerkengebied in Chihuahua, Mexico, wordt nog immer als kerk gebruikt. Am 9. Dezember als ältester Johann Friesen noch mal 8 Jahre in Mexiko en Dorp Nienburg gewohnt heeft, wordt de oud-kolonische gemeente ihre eerste kerk in mijn heimatland onder grote bedeutung angesehen. Van weit en breit, van Rosengård bis Kleefeld, sind de Pioniere naar Nienburg gekommen, um de Ansehnung von ihrem Kirchengebied mit bei zu wohnen. Ook van de Swiftcurrent-Kolonie sind Menschen zu der Ansehnung gekommen. Am 1. Januar 1923 wordt, zoals immer, de gemeente ihre zogenaamde Zuilenzoll vergeleest in alle oud-kolonische kerken. En ditmaal passiert dat in Chihuahua, Mexico en ook in Manitoba, Canada. Nu, schoolleraar Jacob Peters in Delbuch, dan stond in Manitoba oud-kolonie ihre Zuilenzoll am 1. Januar 1923, zoals hier nu volgt. In Manitoba, Kanada geboren, 152, 73 meisjes en 79 jongetjes. In Manitoba, Kanada gestorben, 74, 37 mannelijke en 37 weibliche Personen. Davon sind 13 Gemeindeglieder, 6 Männer und 7 Frühers. In Manitoba, Kanada sind noch 1533 Gemeindeglieder, 729 Männer und 804 Frühers. De ganze Zuilenzoll in Manitoba, Kanada steht auf 3208. In Chihuahua, Mexiko geboren, 70, 33 meisjes und 37 jongetjes. In Chihuahua, Mexiko gestorben, 47, 22 mannelijke en 24 weibliche Personen. Davon sind 11 Gemeindeglieder, 6 Männer und 5 Frühers. In Chihuahua, Mexiko sind 556 Gemeindeglieder,
273 Männer und 283 Frühers. Die ganze Seelenzahl in Chihuahua, Mexiko steht auf 1718. Also am 1. Januar 1923 werden al über ein Drittel von der Manitoba Wassersalb Kolonien in Mexiko. In den Jahren 1923, 24, 24 und 26 kamen noch jeder Jahr mehr Zieh von Kanada nach San Antonio de los Arenales. Von Swiftcurrent, Saskatchewan, so dacht man, kam noch ein letzter Zug am März 1927 die San Antonio de los Arenales an. Aber dann, so schrift Franz Peters, der dann auch al im Dorf Scheindorf, Campo 115 in Chihuahua, Mexiko wohnt, kam doch noch ein Zug, lot am Herbst 1927. Jeder Zug hat von 10 bis 40 Frachtkorn und dann noch wirklich erster Klasse Passagierkorn und Schluckkorn. Vielleicht hat die ganz letzte Zug weniger aus 10 Frachtkorn. Von der Hegesalb in Saskatchewan fängt die Uitwanderung nach Patos, Durango, Mexiko 1 oder 2 Jahre later an. Im Ganzen werden dort 36 oder 37 Zieh, die kanadische Mennoniten gechartert haben, um von Kanada nach Mexiko zu treffen. Diese Zieh brachten ziemlich genau 7000 mennonitische Einwanderer in Mexiko nehmen. Sie wurden dort alle als Einwanderer registriert. Von diesem Registrieren in Mexiko verteilt die Leute nochmal mehr. Mit einem von diesen Zieh kam eine Gruppe von 27 Beistohlerfamilien von Herbert, Saskatchewan. Der älteste, Cornelius Epp, wandert auch uit nach Chihuahua, Mexiko mit dieser Gruppe. Diese Beistohlerfamilien fuhren am 16. Dezember 1922 von Herbert, Saskatchewan auf, kamen am 28. Dezember in Cusihuiriachic, Chihuahua, Mexiko an. Nach wenigen Monaten, al im Sommer 1923, trokken etliche von dieser Familie terug nach Kanada. Diese Beistohlergruppe hat in Chihuahua ein Fleck Land gekauft wie Milpillas, südwest von Cusihuiriachic. Aber dieser Landhandel wird wohl als nicht gültig erklärt, weil die Verkäufer scheinbar nicht die rechtmäßige Eigentümer dort gewesen wären. Sie mussten bald alle von ihrem gekauften Land rauftreten. Am 18. Dezember 1924 schrift Peter Schulz in der Steinbach-Post, dort noch weiter mehr Lied trägtreichen nach Herbert, Saskatchewan und dort dann allemaal 15 von den 27 Familien, die im Dezember 1922 nach Mexiko trocken, wenigstens ab vorerst noch in Mexiko blieben. Diese 15 Familien versuchten noch andere Siedlungsland zu kaufen durch die Chihuahua-Regierung, und die Regierung versucht an, daran auch sehr behilflich zu sein. Aber wie es dann noch mehr Familien auch alle träg nach Saskatchewan trocken, wird von ihrem Land kaufen all nicht. Der älteste Knalls ab, trok mit seiner Familie taub erst nach Halbstadt, mankte Sommerfelder, und dann later nun die Herbst, mankte Oldkolonie. Etliche von den Beistohlerfamilien trocken, mankte Manitoba-Kolonie Oldkolonie, und andere trocken, mankte Sommerfelder. Die in Mexiko gebliebene Beistohler sind in Mexiko also auch Port von uns geworden, und gehören damit auch zu Onse Jeschicht. Ältester Cornelius ab, sein Sehen trok auch terug nach Saskatchewan, aber seine Töchter bleiben in Mexiko, in denen ihre Nachkommen sind Port von uns geworden. Eine von diesen gewesenen Beistohlerfamilien, eine Schultenfamilie oder Schulzenfamilie, wohnt nochmal in Blumenurt. 2 Schultenjunges, Hermann Schult und Anton Schult, frieden sich Blumenurtsche Mädchens. Eine kleine Gruppe Kleingemeinde von Kansas kauft auch Land von der Zuluaga-Familie und trok 1924 nach Mexiko. Sie nannten ihre Dörfer in Mexiko Heilboden und Campo 30 und Hoffnungsall Campo 31. Diese Gruppe Kleingemeinde kam nach Mexiko mit ihrem ältesten Martin Derksen, Fredja Friesen und Diakon Jakob Reimer. Aber ältester Derksen und ein paar andere Familien trokken al 1927
terug naar Kansas. Hier kon Jacob Reimer starf en zijn hingelotene werd früh bevrijd zich in Valjahr 1928 met voorsteher Frans Vrijs en Rijnland en Ward ook kolonie. Een Frans Jenter en een Gerhard Ernst vrienden zich ook Kansas kleingemeente merkjes en bald werden de in Mexico geblevene kleingemeente alle ook kolonieën geworden. En daarmee zijn er ook komen op kort van ons geworden. Ik weet niet of man, wanneer man in Mexico van de dorpen Heiboden en Hoffnungsal reed, nog immer van de Kansasdorpen reed. Aber voor vele jaren werden dat immer Kansasdorpen oder de Kansasser. We zeiden al verher mal, dat de Mexicanische regering zich in de aanvangs 1920er jaren daaraan bemeed dat ze willen verzekeren 10.000 van de Mennonieten uit Rusland naar Mexico te krijgen. Er zijn niemals 10.000 Rusland-Mennonieten naar Mexico gekomen. Over 1924 tot 26 kwamen 150 Mennonitische families direct van Rusland naar Mexico. Lang nicht all diese Familien kämen nach Mexiko, weil sie da wirklich handhaken wollen. Aber viele kämen nach Mexiko, weil sie nicht Freiheit kriegen nach Kanada oder die States zu tragen, wovon ihre Verwandten wohnten. Diese Familien hoopten aber, dass wenn sie erst in Mexiko sein würden, dann würden ihre Verwandten, die in den States oder in Kanada wohnten, an leichter helfen können, ook de hand te trekken. En met de grootste deel van deze families uit Rusland is het op krijg zo rangekomen. Ze zijn bijna wenige jaren entweder naar Kansas of naar Canada geholpen worden. Einige Russland-Mennoniten versuchten sich in Stadt Chihuahua bis Rosario anzusiedeln, aber da wordt nichts von. Scheinbar wären dort meistens Sonnenfamilies, die von Chihuahua so schön als möglich nach Kansas oder nach Kanada übersiedeln wollen und dort dicht bei der US-Grenze in Mexiko sein wollen. Aber die David Redekop-Familie wohnt dort auch ein Stückchen und trocken dann von dort nach Irapuato, Guanajuato. Die Irapuato und Guanajuato hatten mennonitische Gruppen von Russland 1924 al 2 ranchos met de bedingung gepacht, dat ze die kijken kunnen, wanneer ze dat eerst financieren kunnen. Deze ranchos heeten San Juan en Las Animas. Deze beide ranchos erland grenzt aan de stad Irapuato. Einer aan eine Seite van de stad en de andere aan de andere Seite. Irapuato weer dan al een ziemlich grote stad en had al een grote katholische kerk. De Russland-Mennoniten vangen in Guanajuato zeer mutig aan. David Redekop, die 1927 met zijn familie naar San Antonio de los Arenales, Chihuahua trok, die schreef van Irapuato, Guanajuato, am 21. März 1924 in Kansas boten zo. Wir haben hier auf dem Rancho San Juan in Guanajuato 15 Hektar Land genommen und auf dem Rancho Las Animas noch für 2 Wirtschaften. Redekop schreibt, die können je dort nicht verstellen, wo schein dort hier ist. Die Bäume haben Blechsels und greinet und riepet auf die Glückertiet. Wenn man uns nicht erst noch nach Norden, nach Rosario, Chihuahua gelockt hat, dann hat wir hier mit unseren 800 US-Dollars einen gouden Anfang merken können. Aber nu haben wir das Geld verreist und zum Leben gebracht, oder verbracht. Wir arbeiten hier aber mit nie Mut und weiten, dass der liebe Gott uns nicht vergeten wird. Jat, Warkentin,
die ook bij Irapuato woont, schreef am 28. August 1924 van Irapuato, Guanajuato en Kansas-boten zo. En de gordes hier bij Irapuato, wanneer die bewässert worden, was dat gemies prachtig. De komst heeft daar meten van 90 tot 127 centimeter am Anfang. Schaubelen hebben we in 6 Monaten al 2 Mal gearbetet. En im Winter heeft dat hier keinen Frost. Die Miesgordes worden hier 2 Mal im Jahr geplant. Einige von diesen Lied schreiben von dem ewigen Fahrjahr bei Irapuato. Man kann da in alle Jahrestiden inackern en kan ook jeder Jahrestijd ernten. H.P. Krebil van Kansas reist im Juni 1924 durch das Land Mexiko. En hij bezocht de Mennoniten bij Irapuato, Guanajuato 2 Mal. Einmal anfangs Juni en dan 3 Weken later noch einmal. Krebil schreef einen langen Bericht in dem Mennonite Weekly in Kansas. Wir wollen hier ditmal noch nicht Krebil seinen ganzen Bericht weitergeben, aber wir wollen hier ein paar Dinge nennen, von der er schreibt. Krebil hat an Irapuato zondags morgens gepredigt en hij schrijft dat er so bij 124 Menschen in de kerk waren. Am Montag heeft hij door de school bezocht en daar waren 50 kinderen in de school. Op dem San Jose Rancho waren zeer grote spikkers, wobei de Mennoniten sich schwind Anrichtungen gemerkt hadden voor ihre gottesdiensten en voor ihren Schulunterricht. Er war auch eine sehr große Hacienda, wo mehrere Familienspannen wohnen können. Diese Mennoniten hatten all große Träume von was sie in Mexiko alle tun wollen. Aber dann passiert was an Irapuato, was diese Russland-Mennoniten da alle wegängst. Die Stadt Irapuato hat 1926 all 30.000 Einwohner und meist alles wären Katholiken. Aber eine kleine Gruppe wären Baptisten geworden. Ein Mann mit dem Namen C.L. Neal besuchte Baptisten in der Stadt Irapuato im Juli 1926 und er schrieb auch einen langen Bericht über was er dort belebt hat. Wir wollen hier ditmal auf diesen Bericht nicht ganz weitergeben, aber wir wollen kurz topgefort was davon vertalen. C.L. Neal schrieb so: Am 31. Juli 1926, so beklagt 2 Nachmittag, starben an Irapuato hunderte Stadtbewohner in das Stadtzentrum Nen und schrien: Lang soll der heilige Guadalupe leben. Der Kirche heißt Virgen Guadalupe. Und dann, als sie lang so geschrien hatten, steigerten sie plötzlich nach alle Richtungen hin an die Stadt Nen und greifen die Baptistenfamilien an und plünderten ihre Wohnungen. Eine Gruppe starb an dem Baptistenprediger sein Hüsen an und verstümmelte dort alles. Eine Frau mit dem Namen Guadalupe wird langsam durchgemordet und dann in einem Lärchen dat 4 Männer an die 4 Archen drüben, lang die Gassen gedreht und viele, sehr viele andere Gruselgedoten wurden an diesem Tag an die Baptisten uitgeübt. Die Mennoniten wohnten meist ganz anders in der Stadt und sie wussten, wenn sie an diesem Tag auch nicht wären angegriffen worden, dass die katholische Stadtbewohner und besonders ihr Priester die Mennoniten ihre Lehre auch als eine gefährliche Ehrlehre ansagen. Sie feilten, sie können vielleicht auch irgendwann angegriffen worden. Diese Russland-Mennoniten wären uit ihr Land geflüchtet, weil sie dort in der Revolutionszeit sehr große Verfolgungen uitgestanden haben. Und nun wurden ihre Nachbarn, die Baptisten, hier so verfolgt, und sie wussten ja gar nicht, ob sie vielleicht das Nächste wären. Kein Wunder, dass sie sich alle gut fühlen. Unsere Zeit rannt all weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch ein bisschen mehr von der Russland-Mennoniten in Mexiko. Und dann war der mehr von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern in New Mexico tragen und ansiedeln. Wat nächstes Mal. Ich zie George Rampel.